Es geht weiter, stets heiter, zurück bei Pioneers of Pagonia. Hallo, willkommen zurück. Und ja, wir sind ja gerade dabei hier. Ah, hier ist sie, genau. So gucken, wie jetzt das hier mit dem Wasser und so laufen soll für das Forsthaus, ne? Ich meine, vermutlich steht es aber irgendwie vor der Hütte ab, oder? War es nicht so? Und sagen den Typen, also spielt dem Förster so von wegen, ey, hier ist Wasser. Und er so, danke. Können wir schön pflanzen gehen. Die Frage natürlich, ob überhaupt ein so ein Ding reicht zum Brunnen. Aber den vorläufig schon, oder? Da finde ich gut, ey. Herstellung im Gange. Brunnenmeister sammeln Wasser zum Kochen, Backen und für den Pflanzenanbau. Ja. Auch Wasser muss man herstellen, das ist ganz klar. Und halt abschöpfen in dem Sinne. So. Was haben wir sonst noch so zu tun, ne? Besetze Wachtürme, baue Wachtürme. Baue Holzfällerhütten, baue Brunnen. Was? So noch viel mehr Holzfällerhütten bauen? Optional ziehen erwägen, dem Förster nur noch Nadelholzbäume pflanzen zu lassen. Wäre eine Idee tatsächlich, wäre eine Idee. Vom Fokus her, wo setze ich den jetzt hin? Schon hier war, okay. Also, wenn der jetzt dort wäre. Was noch fehlt, das habe ich schon mal erwähnt, ist noch so eine Art ein Pinsel. Pinsel. Ja, Button quasi, damit ich sagen kann, okay, ich wähle jetzt die Holzfällerhütte aus und kann den direkt nochmal platzieren. Dass ich nicht immer übers Menü hier unten gucken muss. Das wäre noch ganz, ganz flott von den Entwicklern. So, dann mit der Holzfällerhütte auch ein Feature, was ich zwar verstehe, weil es gehört ein bisschen zu der Art von Spielen dazu. Was jetzt aber halt so ein Spiel wie, wenn es halt doch mit Arno und so vergleichen möchte, halt ist, ich meine, ich kann nicht irgendwie über die Bäume bauen, ne, dass die Bäume direkt abgerissen werden. Das geht halt nicht. Also muss halt immer erst gucken, hey, da Bäume, ich will da keine Bäume, müssen erstmal die Bäume weg. Also müsste dem quasi zuerst sagen, hey, holst mir erstmal bitte die Bäume hier ab. Aber es wird schwierig, weil es sind Laubholzbäume. Ah ne, macht er eh, okay. Und dann sage, hey, mach erstmal die hier weg, damit ich hier weitere Holzfällerhütten bauen könnte. Ich kann es natürlich auch woanders hinbauen, ganz klar. Aber ich will jetzt lieber erstmal alle da unten haben, mehr oder weniger. Dann kümmern wir uns mal um andere Dinge. Was haben wir noch? Nahrung, Bevölkerung, Gildenhaus, Ausbildung haben wir noch so viel zu tun, ey. Also, letzte Wachtürme. 3 Wachtürme mit jeweils 10 Wachen. Wachen können in der Militärakademie rekrutiert werden und ihre Speere werden in der Holzwerkstatt produziert. Das Ziel: Wache, Soldat, vorgängerer Soldat, geschickter Waldläufer, heroischer Draufgänger. Okay. Gut. Das sind ja Entdeckerposten, genau, das sind ja Wachtürme. Dann habe ich auch schon 2 von 3. Die soll ich besitzen, ne? Also der ist zum Beispiel schon mal besetzt. Das ist schon mal gut. Was mit dem hier, der ist nicht besetzt, weil das Gebäude auch deaktiviert ist. So. Dann zum Beispiel jetzt sagen, yo Digi, bitte aktivierst du wieder, weil ich habe momentan genug Grenzsteine, also gar kein Problem. Ups, was sagt das? Ah, Priorität setzen. Natürlich auch schön. Gut. Gehen hier vom Personal rein. Ich glaube, ich habe insgesamt nur 20, oder? Sehe ich irgendwo noch die Einheiten? Nur für Aufgaben. Der ist natürlich auch spannend. Also zu sehen, welche von meinen Leuten bereits bei der Arbeit sind und welche, wo ich sagen könnte, hey, Leute, ihr habt gerade nichts zu tun, euch brauche ich jetzt mal. Wachen. Dann habe ich momentan nur 20 Wachen, gut. Wir machen also Wachen, da ist gar kein Problem. Mit Kettenrüstung, Eisenlanze, Holzspeer. Machen wir erstmal nur ohne. Also machen wir ja mal 10 Stück bitte produzieren. Produziere mir bitte, oder rekrutiere, wie auch immer. Träger. Warum Träger? Ist der Träger oder was? Träger. Was trägt denn der? Der Holzspeer? Hä? Also sind solche, die sich jetzt ausbilden lassen. Würde irgendwie mehr Sinn machen, als wenn sie jetzt Holzspeere tragen würden. Nee, oder? Doch. Der holt einen Holzspeer. Jetzt bin ich mal gespannt.
Immerhin in Reihe und Glied stehen können sie schon mal. War schon mal gut. Hä? Okay, ist immer lustig. Hui! Wäre cool, wenn man noch ein bisschen näher ranzoomen könnte. Und schon sind sie wachen. Und das gerade. Okay, die machen teilweise noch eine seltsame Bewegung, muss man zugeben. Aber so aus dem Boden springen, hey, transform, das ist schon cool. Was? Okay. Der war nicht schlecht. Also wie gesagt, Leute, ist ja alles noch Early Access, also ich meine, von dem her. Ich habe schon andere Spiele gesehen, die fertig waren, Siedler 8, die schon zu dem Zeitpunkt schon in den dreimal abgestürzt sind, also insofern. Dass ich also jetzt hier irgendwie nicht unbedingt ein Meckern bin, aber eher so Kritik am Geben bin oder Vorschläge zu machen bin. Da ist alles, das sind alles, ja. Man könnte sagen, ein bisschen so wie das i-Tüpfelchen, wenn man so schön sagen will. Man könnte es noch integrieren oder ergänzen, muss aber nicht, ne? So. Also, hätten wir jetzt auch. Wir haben jetzt also insgesamt 30 Wachen, bei neuen Aufgaben 9 bzw. nachher 10. Das hat aber noch einen dritten Turm. Einen dritten okay. Der Wachturm. Wo bauen wir einen dritten Wachturm? Würde es irgendwie hier oben anbieten, wa? Ja, gut, wobei. Ja doch, das steht hier so doof oben, dass, weiß ich was er damit machen soll. Ja. Ja, komm. Passt schon. So, jetzt brauchen wir noch eine Straße. Ich muss vielleicht mal demnächst mal gucken, wie ich da mit der Steuerung das mir ein bisschen besser einstelle. Weil aktuell sind noch nicht unbedingt für meine Verhältnisse perfektioniert. Also zum Beispiel, dass ich irgendwie mit der Maus auch ja, rausholen kann ich nur irgendwie mit den Cursor-Tasten zum Beispiel oder so. Oh, da war er aber schnell unterwegs. Okay, dann muss nochmal. Auch bei dir ist jetzt natürlich ein Focus Point nach da drüben. Was ich halt in solchen Spielen hier liebe, ist es, wenn die Leute, in dem Falle die Siedler oder beziehungsweise Pioniere sind es ja, wenn die das machen, was ich auch will. Also wenn ich wirklich sagen kann, ey, ich hätte gerne 10 Personen dort, ich hätte gerne den Focus Point, die sollen erstmal den Baum abholen, so wenn sie wirklich genau das auch machen. Weil sonst kann es zum Teil einfach wahnsinnig werden, wenn sie nicht das machen, was du eigentlich gerne hättest. So, Steinmenzer sind noch im Gange. Der eine macht ja dies, der andere jenes, der macht beides. Das ist natürlich schön und gut. Der Postengebäude ist deaktiviert. Das hat mit den Rationen zu tun, weil ich sowieso keine mehr habe. Muss erstmal noch herstellen. Oh, Ration herstellen. Oh, das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß sondergleichen. So, was wir noch machen. Nein, ich kann ja keinen Weg da. Okay, dann machen wir hier einen Weg. Der wird mehr oder weniger gerade werden. Ja, passt schon. Oder ich habe mal von irgendwas mal gesagt habe, von wegen, ey, ich will auch gerne mal ein bisschen rundziehen und so. Mhm. Runde Wege. Ich habe jetzt noch nicht so viel. So, den anderen bauen wir jetzt auch. Wir können jetzt noch einen dritten bauen. Jo. Holzfällerhütten, um schön ein Nadelholz zu lassen. Ja, muss ich fast, wa? Ich will den Rest ja eigentlich auch brauche. Aber gut, das Spiel sagt momentan nur Nadelholzbäume, mach das mal. Der Förster macht ja nur Nadelholzbäume. Er soll es vor allem dort pflanzen. Boah. Da brauche ich bald mal einen zweiten, das kann auch sein. Das heißt, wir nehmen den mal raus. So. Ich habe Feuerholz auch aus Nadelholzstamm, kann ich mal machen, weil das werden wir sowieso bald brauchen. Das Baustellencamp ist ja auch schon da voll. Belegung, ja, okay. Ach, ich darf auch ein paar mehr. War das da schon wieder? Oh, wenn ich mal hier durchgefuchst habe.
verstehe jetzt auch nicht so ganz. Warum ist eigentlich das Baustellencamp unter Holz und Steine? Okay, es nicht nur Erkunden Explosions ist, verstehe ich. Ausrüstung, Ausbildung, ja, okay. Verarbeitung. Ja, ist eigentlich noch schwierig, war? Ich hätte es eher gedacht, weil wir hier das Handelslager haben, wird es vielleicht das ja auch anbieten. Aber andererseits, es sind ja Arbeiter, die sind für die, wenn sie natürlich nicht für die sind, dann macht es vielleicht schon Sinn. Naja, egal. Wieder meckern auf hohem Niveau, Freunde, wie ihr schon merkt. Nein, ist einfach bloß eine Frage gewesen. Okay, das ist jetzt der dritte Wachturm. Dann haben wir das. Baue Steinbrüche, ist oder einer? Ein Fokusbogen eingesetzt, der war auch doof. Okay. Irgendwo hier drüben. Warte mal, muss ich die Kamera ein bisschen justieren. Hilfe. Wow, Alter. Verklick mich hier noch. So, Kalkstein. Der macht nur Stein, er sollte auch Kalk machen. Dann machen wir das lieber nachher. Ja, der gefällt mir hier unten nicht mehr. Sorry dafür, der muss weg. Ich muss da irgendwie durch. So, dann machen wir einen Wachturm da unten hin. Sehr gut, dann geht das auch besser voran. Und wo haben wir ihn? Ah, hier. Das ist also etwas Holz und Stein. Aber natürlich, ne, warte mal, hä? Ich hab gerade verguckt, war. Ne, der Steinbuch ist ja schon hier. Entschuldigung, falscher Alarm. So, aber bei dir will ich eigentlich nur so Kalkstein machen, und zwar hier oben bitte. Gut. Letzte Wachtürme 10 von 30, ja ist klar, aber Wachtürm 2 plus 1 ist im Gange. Auch Militärcamp ist auch im Gange. Da ist ein Entdeckerposten, ja. Da haben wir einen Wachturm. Personal ist unterwegs, also okay. Da ist ein Wachturm, gut. Gut. Jo. Läuft langsam, aber es läuft. Ach, die Bootsfelder Hütten, nee. Ja, jetzt spielt es keine Rolle mehr. Jetzt kann den Fokuspunkt noch irgendwo anders hinsetzen. Dann machen wir hier. Der Förster kam hinterher, war aber ein zweiten oder was? Würde mich bei dem Spiel nicht wundern. Aber Steinbrüche ist im Gange. Militärcamp. Von 8 Jahren. Das macht Sinn. Ich habe 2 hier, dann macht er direkt mal hier einen. Ein Militärcamp. Ja, bitte hier oben, wenn es geht. Unterkunft von Militäreinheiten, die hierher kommen, wenn sie auf eine neue Aufgabe warten. Wobei hier steht ja, baue ein Militärcamp in der Nähe von Wachtürmen, um besiegte Einheiten schneller zu ersetzen. Militärcamps sind zu Hause von allen nicht zugewiesenen Kampfeinheiten. Das ist natürlich auch schön. Die irgendwie ausbauen könnte. Also hätten wir die Dinger schon mal. Steinbruch ist am Gange. Wir könnten uns mal um Nahrung und Bevölkerung kümmern, wa? Oh, so ein Gildenhaus wäre mal ganz cool. Planierer auf dem Weg. So, machen wir ein bisschen mehr Speed rein. Das dauert ja Ewigkeiten. Kopfleiste-Konfiguration. Du kannst anpassen, welche Informationen du in der Kopfleiste angelegt werden möchtest. Achso. Ja, haben wir schon. Das haben wir schon herausgefunden.
Weiter Fleiß im Gange, sehr gut. Das Gildenhaus. Für in verschiedenen Arbeiter, falls uns mal die ausgehen sollten. Militärcamp. 25 kann ich hier unterbringen. Alle möglichen Typen. Okay, so wie hier, war. Was man noch sammeln kann und nicht irgendwie schon zu viel hat oder so. Naja. Baue Kalkstein ab. Wer bin ich eigentlich dabei? Da. Da ist der. Die habe ich ja Kalkstein, soll die abbauen. Fertig. Gut, der kommt erst noch, ja. Gebiet erweitern. Oh Gott. Militärcamp. Okay, baue Steinbrüche ab, baue Kalkstein ab. Geht's mal ein bisschen um die Nahrung hier. Baue Sammlerhütte, baue Gemüsefarm. Baue alles. Sammlerhütte. Mein Gebiet, Beeren und Pilze für deine Marktstände und wilden Flachs für deine Webereien. Also Himbeeren, Steinpilze, Feuerholz und Flachs. Kostet 4 Nadelholzstämme. Ist kein Problem. Das haben wir. Die Frage ist, wo platziere ich den überhaupt? Wenn wir es irgendwann auch mal ausgesammelt haben. Vielleicht sogar 2, wenn es momentan nicht nötig ist. Oh ne, da aber ein paar hier draußen. Na komm, machen wir hier. Schon mal eine Sammlerhütte, dann Gemüsefarmen, baue Farmland. Baue Jagdhütte, baue alles. Da wäre noch nicht so sicher, was ich davon halten soll. Warte mal, wenn ich den nochmal abholze. Mir gefällt der Art hiervon nicht. Baustellencamp hier ist irgendwie auch kacke. Nee, warte mal. Hier war's, oder? Nein, Quatsch, hier. Ich habe ja da 2. Eigentlich halt direkt hier zu Beginn weg. Nein, ganz cool. Ja, okay. Wir haben einen Steinbruch, der ist jetzt auch ein bisschen doof gelegen. Den kann ich ja problemlos hier oben überall hinpflanzen, oder was? Ich mache einfach mal so. So wie ich eigentlich sonst nie baue, aber hier mache ich es einfach mal, just for fun. Einen Kalkstein abbauen und verstehe noch nicht so ganz. Was? Keine Stärkungsmahlzeiten. Oder der Verkackeiern, der braucht Rationen, damit er überhaupt sich auf den Weg machen kann, oder was? Wow. Okay, wir brauchen Nahrung. Wir brauchen Nahrung. Leute, wir sind Gange. Dann machen wir mal eine Gemüsefarm. Die hatten wir ja auch schon in der Beta mal gemacht. Jetzt guck jetzt mal. Überall Wald, den man erstmal abholzen könnte, weil wäre es hier ein super Farmland. Ich meine, rein theoretisch, ich brauche zwar keinen gerade aktuellen Holzfällerhütte. Ich kann trotzdem auch mal hier momentan hinbauen. Wenn hier mal den Wald dann bitte schon mal abreizt, sind das alles Laubholzdinger. So, bitte den Wald mal roden. Roden. Das wäre sehr flott von dich. Dann gucken wir nochmal wegen Gemüsefarm. Baue Farmland, baue alles. Ihr könnt zwar direkt hier, aber... Sonst noch alles. Ja, natürlich auch die Bäckerei, die Windmühle, Brunnen, Farmland, Getreidefarm, Gemüsefarm. Ja, aktuell brauche ich und baue ich eigentlich nur Gemüsefarm mit Farmland und die Jagdhütte. Die Getreidefarm noch nicht. Warte mal, der natürlich bis da hinten hingeht, das ist schon praktisch. Warte mal, der Deckerpoison, das Ding ist eh deaktiviert. Wir haben hier einen Wachturm. Wenn ich das Ding nochmal neu bauen würde. Aber
aber nicht hier. Eigentlich hier oben wäre cool gewesen, jetzt haben wir natürlich da schon einen falschen gemacht. Nein! Doch, komm. Ich mach den da hin. Entschuldigung. Kann gut sein, dass ich gerade ein bisschen zu viel interpretiere, weil es noch die Einsteiger-Map ist und so und mir eigentlich auch sagen können, du, warte mal einfach mal ab. Aber, wie das sonst gerade so, wo ich mal sage, ja, doch, hat irgendwie auch Spaß. Also gucken, im Landen auf Patrouille. Okay, warte mal, alle erstmal ein bisschen warten, ne? Ich weiß, ihr seid gerne dabei, irgendwas zu machen, das ist schön und gut. Und dann eigentlich gar nicht notwendig, aber mit den Grenzsteinen nicht. Weil da gehen wir schon ein bisschen aus. Mickey Mouse. Also, Expansion, Gebieterweiten ist klar. Kalkstein abbauen wäre eigentlich auch klar. Sammlerhütte, plus 1 von 1. Wo sind die jetzt? Ah, hier. Gut, der ist im Gange. Soll alles mal einsammeln? Ja, warum nicht? Zurück zum Eigentlichen. Ich wollte ja hier unten eigentlich die Kack-Jagdhütte bauen. Hier. So, bitte einmal bauen. Den im Steinbruch, weil, naja, wenn er halt keinen Pfeil und Bogen mehr hat, kann er einfach mal einen Stein schmeißen auf die Tiere. Sind sie auch hinüber? Nein, natürlich nicht. Sind ja alles virtuelle Tiere, sind alles Bits und Bytes und so. Ist alles umweltfreundlich. So als es überhaupt geht. Okay. Also Jagdhütte im Gange. Dann Sammlerhütte, Jagdhütte, Farmland, Gemüsefarm. Also hier bei dem Teil. Ich bleib dabei, ich würde die Farm gerne irgendwo ein bisschen außerhalb platzieren. Hier wird es auch eine Option. Ne, überhaupt so weit? Nee, ja. Ein bisschen weit weg. Was haben wir gerade so viele Bäume sind, also. Na, man kann die eigentlich auch sparen. Jetzt irgendwie noch Wasser in der Nähe. Baumfeld! Ja, komm. Mach's mal hier hin, dann Farmland. Was heißt denn nahe einer Farm platzieren? Das heißt nicht, ich muss direkt daran anschließen, oder? Oder schon? Ja, eigentlich macht schon Sinn, ne? Baue Farmland, 4 von 12. Die Terrain kann ich noch bestimmen, da könnte ich. Und dann mache ich Kürbis und Kohl. Ich kann aber jetzt nicht sagen, ich hätte gerne. Ich muss halt entweder sage ich alles oder es kann mich auf eines spezifizieren. Ich kann nicht irgendwie sagen, ich hätte gerne auf dem Feld könnte Kohl oder Kürbis sein, aber auf keinen Fall Weizen oder Mais oder Flachs, das geht nicht. Ja. Geht schon, gar kein Ding. Wenn man jetzt irgendwie mehr davon braucht oder so.
Oh, Moment. Oh, Verzeihung, ich muss niesen. Ich habe gerade zum Glück noch rechtzeitig noch den Shortcut dafür gefunden. So. Wir machen weiter im Text. Wir sind gerade bei der Gemüsefarm. Und wir haben die Jagdhütte. Natürlich schon mal schön. Also hier natürlich. Wir haben die Sammlerhütte. Leder. Leder. Die Frage, welches Fleisch überhaupt da sammeln soll. Oder generell, was er da machen soll. Oh nein, der arme Hase gibt ein Hasenfleisch. Wow. Nur ein Hasenfleisch, das ist übel. Der Holzfäller ist echt schnell unterwegs, ey. Meine Güte. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Doch so fix ist. Proviantmacher, ganz vergessen. Ups, falsch. Dann haben wir die Dinge, was noch fehlt, natürlich die Getreidefarm, die kommt später. Wo ist denn der? Kleines Wohnhaus, ein normales Wohnhaus. Ah, jetzt endlich, okay. Was hatten wir in der Beta? Hatten wir nur das kleine Wohnhaus, groß noch nicht. Ich platziere den mal hier hin, weil wir hier doch viele Gebäude näher haben. Ne? Wir haben hier die Sammlerhütte, die Jagdhütte und die Gemüsefarm. So Dinge, wo ich mir sage, doch, das passt eigentlich. Rationen macht das Feuerholz, Hasenfleisch mit Wildschwein. Das Brot, direkte Rehfleisch wird auch gehen. Natürlich jetzt halt nicht, was der alles hat. Und dann vor allem Hase. Ja? Feuerholz, ja, okay. Das ist ein Nadelholzstamm, ja, nicht so viel. Die Gemüsefarm. Du. Er braucht aber Wasser. Die Träger werden an Marktstände geliefert. Die habe ich jetzt hier noch nicht gemacht. Ich meine, hier haben wir Marktstände, aber es wurde noch nicht irgendwie gesagt, hey, mach das bitte. Baue Brunnen. Ah, jetzt. Jetzt kann das mit dem Brunnen. Wo war der scheiß Brunnen schon wieder? Hier. Ja, warum nicht, komm. Und sag mal da. Baue Brunnen gemacht. Proviantmacher, der ist ja auch im Gange. Strategisch platziert bedeuten Wohnhäuser, kürze Laufwege für die dort lebende Bevölkerung. Das klingt eigentlich schon mal gut. So, dann tut das Problem, dass ich hier, Platzprobleme habe. Das Forsthaus. Das muss ich irgendwo anders hinbauen. Erst einmal aber nur pausiert. Dann sollt ihr bitte mir hier den Weg frei machen, weil ich brauche hier Baufläche. Mach den Fokuspoint da oben hin. Weil ich will das eigentlich weg haben. Ne? Also Forsthaus jetzt so auch schon hier zu platzieren, war eigentlich sowieso doof. Der muss eigentlich weg von hier. Das heißt, auch der Brunnen hier macht jetzt nicht so viel Sinn, aber gut. Ja, weil ich würde es eigentlich lieber hier hinten machen tatsächlich. Hier macht es, glaube ich, wesentlich mehr Sinn. So, der Proviant machen, den kennen wir ja schon. Je nach was Pro kann er es machen. Oder eben aus Fleisch. Fleisch. Das ganze Hasenfleisch hier. Das ist lauter Hase. Jagdtiere, Punkt. Ja. Leider so. Gut, wir können trotzdem mal die Wohnhäuser schon mal bauen, weil, warum sowieso hier einfach.
Die Wohnhäuser. Dann hieß es ja von wegen, er sollte auch strategisch wo platzieren. Mal hier in einer Reihe quasi. Teuer sind die auch, lecco mio. Oh Leute, ich sehe gerade, das sind schon bei 30 Minuten. Bei 30 Minuten, es geht so schnell, wenn man Spaß hat. Die ganze Map spielt aber schon ein bisschen länger, aber egal. Jo, sagen wir mal an der Stelle, vielen Dank wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Pioneers of Pagonia. Dann werden wir hier halt... Hier gemacht? Okay. Wenn wir hier natürlich noch ein bisschen weiter bauen wollen und müssen. Wir sind zu Hause. Neugeboren. Okay. Gibt noch ein paar Dinge, die wir hier. Neugeborenes. Noch ein bisschen gucken müssen. Dass ich Proviant mache. Genau, die machen das einfach mal hier mit Rationen. Natürlich die Frage, ob der seine Ration einfach holt oder wie der das macht, weil er braucht eine Stärkungsmahlzeit, sonst kann er nicht bauen. Und dies und vieles mehr sind so Dinge, die wir in der nächsten Folge hoffentlich ein bisschen weiterhin erfahren und lernen werden. Und vor allem pionieren werden, ne? Kann man auch schon was sagen. Jo, bis nächstes Mal und ciao zusammen.